Talk it like Loose D. One check, one Es geht check, wieder los, baby. Wir sind wieder back in the house. Sneakerness ist am Tisch. fucking go! Let's fucking go. Bern ist vertreten. Like it's hot, baby. Ladies and Back in business. Es Chicos geht sind wieder wieder los, los. hè? Ja, 10 Uhr morgen, Jungs. 10 Uhr morgen. Hey, noch nie so früh am Morgen den Podcast aufgenommen. Das ist, merkst du, da ist plötzlich ein Papi am Tisch. Mal Applaus, dass wir so früh einen Podcast haben. Das haben wir nie gehabt. Haben wir noch nie gehabt. Gut, durch hätte ich zwar gerne gesoffen, muss ich sagen. Vor allem mit dem Termin abgemacht. Also ich bringe Gipfeli. Ja, ich hätte lieber Shots mit euch getrunken, aber Gipfeli ist auch gut. Gipfeli machen wir auch. Ja, absolut. Hey, wir sind wieder mal nicht allein hier. Wir dürfen jemanden begrüßen. Wir haben einen jungen Mann hier. Hello, Grüezi. welcome. Möchte sich der Herr ganz selber ganz kurz minim vorstellen, wer da mit uns ist? Ganz minim. Ja. Ich bin der schöne Berner Gil, seht schon. Ja, A.k.a. Kid Sneakerness, a.k.a. Fresh Guard. Nein, das haben wir jetzt selber gegeben. Es ist zu früh, Jungs, es ist zu früh. Der Prince of Bel Air, Prince of Bel Bern. Belbern, ja. Das ist nicht schlecht. Das ist schlecht. Oh, das ist einfach so spontan rausgekommen. Ich bin Freestyler, Mann. Wir wieder in am Morgen Podcast machen. Da sind sie Float. Plötzlich wird das Gespräch gut. Plötzlich macht der Podcast einen Sinn, oder? Ja. Nein, ich bin, Nice. wie gesagt, ich bin ein einfacher Berner Gil, wohne in Zürich, habe eine wunderschöne Frau, eine wunderschöne Tochter, bin super happy, Ganz schön, alles ist ganz gesund. schön. Das ist Und wichtig. ich darf mehr oder weniger das machen, was ich gerne mache. Das heisst, Turnschuhe handeln, Turnschuhe leben. Ich bin der Gründer, einer der Co-Gründer von Sneakerness. Also sonst noch 1, 2 Büdeli, die ich auch noch mache, Unternehmungen. Aber hauptsächlich bin ich eben so ein bisschen im Start-up-Business tätig, Unternehmertum. Und habe dort einfach meine Freude. Und ich schätze sehr, dass ich das machen darf. Applaus geil, mal das ist für den Man. Ich finde allgemein, jeder verdient einen Applaus, wo das macht, was seine Genau, Leidenschaft zum genau. Beruf kann machen. Ich finde das beeindruckend. Ja. Wie ist denn da mit Sneakerness entstanden? Ist die Idee von dir gekommen, oder? Ja, also die Idee, also weißt, Events machen, ist ja nicht irgendwie Rocket Science, ehrlich gesagt. Ja. Aber es hat halt ein Event gegeben, der hat Sneaker Pimps geheißen von Amerika. Ja. Und für mich war es immer so, hey, fuck, ich muss dort mal her und du musst sowieso noch ein bisschen näher. Ja, uns geht. Super. So, ist gut. Sorry, ja. Ja, top. Das viel geiler. Nein, und das war so ein bisschen meine Inspiration gewesen. Okay. Aber ich sage, die guten Business-Ideen kommen immer, wenn du ein Problem hast. Ja. Und Absolut. Jetzt tut mir hier. Ja. Warte, da ist gut. Ein bisschen Wackelkontakt. Jetzt ist geil, jetzt ist gut, top. super. Also, wie gesagt, die geilen Business-Ideen kommen immer aus einem Problem raus, finde ich. Und ich habe dann auf eBay, das muss ich mich noch besinnen, ein gefälschtes Turnschuhpaar gekauft. Und dann zumal hat es Sneakerplay gegeben, das war eine Art Facebook, wo du hast deine Kollektion aufladen konntest. Und dann hast du gegeneinander battlen. Weißt du, noch mit den Schuhen, gell? Einfach Also auch verkaufen oder einfach? Nein, Es ist nur darum gegangen, nur so. Show-off. Okay, ja. Auch so zeigen, wer was hat. Ja, genau. Und dann habe ich so ein Battle angefangen und dann habe ich eben diese Schuhe gebattelt gegen einen anderen. Und dann sagt mir so der andere, hey, ich will kein Arsch sein, aber die Schuhe ist gefälscht. Ich sage, du, die meinst das? Ich habe 500-600 Steine gezahlt, verdammt viel Geld für mich, dann zumal Student, gell? Und dann bin ich auf dem Internet schon ein bisschen schauen, so verschiedene Blogs, Foren, und dann habe ich gesehen, hey, der ist so mies gefälscht. Wieso bin ich überhaupt reingeflogen auf das? Ja. Und dann recht enttäuscht gewesen, haben wir ihn normal gekauft für 1000 Steine, easy. Aber dann habe ich gedacht, hey, fuck, ich muss irgendetwas haben, Gründe machen, damit ich weiss, okay, wenn ich schon einen gefälschten Schuh von jemandem kaufe, kann ich mir schon einen in die Fresse hauen, oder? Also muss ich irgendetwas Eventmäßiges machen. Dann habe ich so die Idee gehabt, so einen Turnschuh-Bazar, so in diesem Stil. Und dann habe ich einfach sehr, sehr einfach das National, weiss ich noch, zu Bern einfach gemietet, gell? Und dort hatte ich noch so einen Excel-Sheet gehabt, weißt, mit 2-3 Spalten, hier Einnahmen, hier Ausgaben, und dann ist sicher ein No-Head so rausgekommen, alles rausgerechnet, hure geil. Hey, und dann plötzlich sind wir in die Werbung gegangen und dann hat mir plötzlich Nike angerufen. Ja, jetzt gehen die Gerüchte um, dass da so ein Sneaker-Event stattfindet. Ja, wir wollen dabei sein. Jetzt, Also Nike hat sich bei dir gemeldet? ja, Nike Schweiz, gell? Und ich habe dann noch mit dem Dave Marshall, das ist einer, der gekommen, an mich geglaubt hat, Sneakerness, und der hat mit Nike auch etwas zu tun gehabt. Hat er auch dort die Line gedroppt. Und dann plötzlich läutet er mir auch Adidas an. Ja, es gehen Gerüchte um, hier ein Sneaker-Event, ja, wir wollen dabei sein. Und ich so, hä? Von wann reden wir? Welchem Jahr?
Hey, das ist, wir haben die erste Edition im 08 gemacht und im 07 haben wir angefangen zu planen. Und ich so, das geht da ab, gell? Und dann plötzlich Turnschuhe und ich eigentlich nur Tische vermieten, weißt du? Yeah. Und plötzlich so aus einem bisschen Basar-Charakter, das ist wirklich so ein Event, sagen wir Messe-Charakter, So Messe, Convention. ja. Und ich gar nicht überlegt, gell? Und ja, wie viel ist die Fläche? Und ich so, total überfordert. So, ja, ich weiss auch nicht, es ist schon Turnschuhe geben, gratis und so, das längt. Gell, ich so, geil. Ja, voll. Ich habe es noch gemacht, aber dafür habe ich nicht 10 Paar Turnschuhe gehabt. Neu, gell? Das ist geil, oder? Nein, und dann haben wir das gemacht und ich habe mir ganz rudimentär überlegt, ja, wie soll es weitergehen, Ziel und so weiter. Und ich hatte eigentlich immer 3 Ziele. Das erste, ich wollte das Sneakness im Ausland gesehen, das Plakat. Und von Berner Kiel macht irgendwo im Ausland ein Event, schleift. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich das schaffe, bin ich ein geiler Sieg. Ja. Und dann hat es Sneaker Freaker hat's nachher gegeben. Das ist so ein Magazin, das gibt es gerne. Das ist so die Bibel eigentlich bei den Sneakerheads. Und dort hat es auch immer Interviews gegeben mit Designer oder eben mit dem Dude, der Sneaker Pimps gemacht hat und gesagt, wenn ich dort ein Interview mal bekomme, dann bin ich nicht. Ja. Okay. Und dann hat es noch einen Film gegeben, den habe ich, weiß auch nicht, 3-4 Jahre vorher gesehen, da ist der Bobito Garcia drin vorgekommen. Der hat zum Beispiel die Stimme gegeben beim Basket EA Sport und so weiter. Das war die Rocksteady Crew. Voller Inspiration. Und dann habe ich gesagt, der wollte ich einfliegen, wenn ich 30 werde, soll der DJ bei meiner Party sein. Und dann habe ich gedacht, ja, fuck, wieso erst dann? Und dann habe ich den einfliegen für die Sneakerness Afterparty in Bern. Ja. Haben alle 3 Sachen nachher im 09 erreicht. Wir sind nachher, dann habe ich wirklich, ich weiss es noch, wir haben nur Info-Ad gehabt, gell? Nur eine E-Mail-Adresse, haben wir dort so, plötzlich denen so geschrieben, hey, wir haben es gesehen, in Bern, geiles Event, machen wir zu Zürich. Ja. Nicht zu Zürich, sorry, machen wir zu Wien. Ja. Und ich so, hey, Nick, gehen wir auf Wien. Hey, dann sind wir auf Wien, gell? Nachtzug, da wie Sau, gesoffen, völlig verkadert, das Meeting. Ja, und ich mit meinem komischen Dialekt, gell, von Hochdeutsch, kannst du an die Diele hängen und so Zeug, gell, und der andere, was kann ich an die Diele, gell? Ich weiss es noch. Hey, wir sind dann aufgestanden, Handshake, wir machen das Event in einem Jahr zu Wien. Ja. Dann, ein Jahr später haben wir durch Wien Plakat gesehen, genau so wie ich es hatte in meinem Kopf. Wow. Hey, Sneaker Freaker, Interview, Bobito einfliegen, so geil. Du hast es vom Gedanken realisiert. Völlig. Voll. Ja, und dann ist so plötzlich, ja, jetzt haben wir Wien gemacht, ja, wieso nicht weiterfahren, gell? Und dann plötzlich jetzt so, ja, ich finde Amsterdam recht nice dort, so ein bisschen Vibe, Air Maxes, gell? Ja, wieso nicht dort ein Event machen? Ein Jahr später voll und nachher in Amsterdam ein Event gemacht, der Bobito Garcia live. Also du hast einmal in der Schweiz gemacht und von einmal in der Schweiz geht direkt ins Ausland? Jein, also ja, eigentlich hatte ich schon geplant, dass ich in Bern bleibe. Aber dann, ich sage jetzt mal, haben wir so ein bisschen Nike, Adidas, wo so ein bisschen die Szene ein bisschen gezwungen, auf Zürich zu gehen. Ja. Und ich war stolzer Berner und für mich auf Zürich ein Spinnst. Aber jetzt wohnt er in Zürich. Jetzt wohne ich dort, gell? Nein. Aber es ist halt schon ein bisschen der Puls vor Wirtschaft und dort. Also Zürich finde ich eine ganz geile Stadt. Ja, sowieso. Mittlerweile könnte ich gar nicht mehr auf Bern zurückgehen. Ich gehe immer die jungen Buben schauen, Fußball. Ja. Von dem her, das ist das Geile, da auf Bern zurückzugehen. Aber sonst Zürich bin ich wirklich zu wohl. Auch viele Kollegen, logischerweise, und Freunde und Familie. Die ganze Familie schon dort. Und nachher haben wir, aber vor Wien haben wir es dann noch in Zürich gemacht. Und dann so Zürich habe ich dann gewusst, okay, das wird Base sein. Und jetzt haben wir es dieses Jahr, glaube ich, zum 16. Mal gemacht. Also okay. recht lang. Also einmal im Jahr machen das? Einmal im Jahr in der Schweiz, ja. Okay, und Und im sonst, Ausland auch jedes Jahr, oder? ja, weil neben nach Amsterdam haben wir plötzlich so ein recht grosses Medienhaus angefragt von Köln. Wir wollen dieses Event auch machen. Und ich so, ja. Und normalerweise eben, ja, weißt, in Amsterdam habe ich nichts gemacht, habe ich mit Lokalen geschaut. Ja. Und dann fragen mich die, ja, ich habe einen Vertrag. Und so, was Vertrag? Wir geben echt Hang. Und das ist gut, oder? Ja. Ich so, nein, ich Legende, will so Alter. unterschreiben, gell? Und ich so, ja, wie meinst du jetzt? Ich habe doch keinen Vertrag. Ja, was? Und ich so, okay, mein Bruder schaut Leute an, was, hey, ich brauche einen Vertrag. Was für einen, egal, einfach Und einen dann, Vertrag. ja, was willst du? Du willst immer Sachen aus. Nein, mach mir ein Event machen, so einen Vertrag, ich weiss so nicht, Franchise, Licensing, keine Ahnung. Hey, wieso ist das noch der gleiche Vertrag vor ich? Das ist schlimm. Mein Bruder ist schon eine Legende, gell? Weil hey, wir sind das und das und das. Nee, komm jetzt, du nicht, der 10 Seiten, das längt. Und nachher plötzlich ist es nicht ein Lizenzierungsmodell gewesen. Ich habe gar nicht gross überlegt, dass ich das mal so machen will, oder? Oh. Und jetzt sind all die Events, und mittlerweile, was ist es jetzt? Letztes war in Budapest, wir sind in Athen, wir sind in Rotterdam, Amsterdam, Milano. Alter, wild. Also wirklich wild. Und es ist halt alles ein Lizenzmodell jetzt. Also was heisst das Lizenzmodell? Hey, sie kaufen bei uns einfach sozusagen den Namen, also die Der Brand Eventmäßig, Sneakness. ja. Und dann bekommen sie so, ein bisschen, so wie eine Art Grundstruktur, die sie das Event können machen können. Sie bekommen grafische Leistungen über und können sich dann noch Add-ons kaufen. Weißt, wenn sie noch, ja, Und wenn sie können sie einfach den Brand
in dem Sinn die Veranstaltung veranstalten. Genau. Und wenn sie natürlich noch ein Merchandise machen, müssen sie noch zusätzlich zahlen, logischerweise, oder? Für die Brand, für das Sneakness als Merchandise zu brauchen. Und nebenbei habe ich eine neue Agentur, die zum Beispiel nachher, wenn sie eine Dienstleistung brauchen, wenn sie zum Beispiel Connections zu Resellers brauchen oder ich für sie so Sales machen, dann mache ich dort auch noch ein bisschen Batzeri. Von dem her habe ich so ein Ökosystem aufgebaut, das geschieht. Also, und an der Sneakerness, also ich bin ja, jetzt für die, die es vielleicht nicht kennen, ich bin auch schon gewesen, ich bin in Zürich auch schon gewesen. Es sind ja einfach Leute dort mit ganz vielen Sneaker, die es verkaufen, wo du kannst täuschen, wo kannst. An jedem einzelnen Handel verdienst du ja nichts, oder? Das machen die einzelnen Leute ja unter sich. Die mieten davon einen Stand bei dir in dem Das Sinne. ist ja so, also das Herz von Sneakness sind die Resellers, also die privaten Verkäuferinnen, sage ich jetzt mal. Und dort kostet der Tisch zwischen 200 bis 300 Stutz. Und hey, in diesen 16 Jahren bin ich einig, früher war es 150, bin ich einig mit dem Preis rauf. Kann ich sagen, das ist günstig eigentlich, so 200-300 Stutz für einen Tisch. Ja, weil weißt, mein Gedanke war wirklich nie gewesen, mit denen Geld zu machen. Also klar hätte ich so vielleicht sagen Provision, whatever, aber ich habe gesagt, hey, das ist der Core, das ist das Herz. Auch die Community. Ja, und das macht nachher auch so den Friends- and Family-Charakter aus, oder? Also Sneakness, ich habe mich noch bis heute zum Beispiel geweigert, Quadratmeter an Brands zu verkaufen. Das ist nicht der Messecharakter, fast auf Stürmen, 50 Quadratmeter, nein. Im Endeffekt geht es Päckchen, weißt, Emotionen und das, über das auch diskutieren. Und nicht irgendwie ist jetzt diese Seite offen gegen dort und hier und hast eine Ecke. Und ist mir alles zwei drauf. Darum geht es uns so lange, weil nachher eben dort ist Leidenschaft dahinter. Und wir müssen nicht Quadratmeter verkaufen. Und in dem sind wir vielleicht auch so groß geworden. Ja, genau. Die Leidenschaft so groß ist. Genau, Was ist so ausschlaggebender Punkt gewesen, dass ihr so einen grossen Hype bekommt? Wieso haben sich gerade im ersten Jahr Nike, Adidas bei euch gemeldet? Hat es vorher noch nicht gegeben, oder wie? Also in Europa hat es sicher in diesem Ausmaß nicht gegeben. Ich würde jetzt auch lügen, wenn ich würde sagen, ich habe es erfunden oder bei den allerersten. Es hat schon, glaube ich, auch kleinere Events gegeben. Aber ich habe halt gross gedacht, ich habe wirklich eben mit meinem Gedanken einen Impact zu machen, meine Brand im Ausland zu sehen, habe ich einfach immer gesagt, okay, ich will aus der Schweiz raus. Und es gibt viele, jetzt mittlerweile gibt es sehr viele Events, aber halt nicht die flächendeckende Event wie nächstes, die Eventserie. Das ist halt, ich habe auch sehr viel Risiko gehabt, weil nochmal, ich habe nie die Intention gehabt, am Anfang Geld zu machen mit dem. Okay. Ich habe nebenbei 3 Jobs gehabt, gell? Also ich habe auch studiert. Ja. Und ich habe 1000 Mal, nicht 1000 Mal, aber jetzt Semester habe ich aufhören mit dem Studium. Und meine Mama hat gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, aber ich muss ja Geld machen und so. Und dann, Papi, komm mal daher. Dein Sohn arbeitet jetzt ab heute bei dir und hat angefangen Sneakerness zu machen. So, ich dachte, hey, eben, ohne meine Eltern, ohne meine Frau wäre es gar nicht gegangen. Oder? Weil, ja, aber ja, gekastelt. Gell? Und erst so nach 5 Jahren, ich weiss es noch, wie es gestern war, hat jetzt jemand Tränen in den Augen, wo wir dann in die Mann waren. Oder? Weil wir waren wirklich klein, 1000, 2000 Leute und plötzlich, hey, ich muss eine größere Halle haben. Da bin ich da in die alte Mag Event Hall haben. Es hat wirklich 6 Jahre gebraucht, bis ich nachher. Ich habe selber gemerkt, wie viel Münzen ich hatte, wie viel Wechselgeld, ob ich jetzt Geld habe gemacht oder nicht. Oder? Und dann da ein Konto und dann hast du einfach gewusst, okay, so nach dem Event, wenn du ein Plus hast, geil. Ja. Zu dann habe ich wirklich gemerkt, ich habe nicht nur ein Plus, sondern jetzt kann ich mir mal Lohn zahlen. Und ich bin echt gekühlt, gell? Das war krass. Mal Applaus, das ist sehr Respekt. Vor allem, ich liebe, wenn irgendjemand da mit uns ist und er mir seine Passion kann überbringen kann. Weißt du, ich glaube dir sofort, dass du total, wir haben über keine einzige Schuhe oder so geredet und ich glaube dir total, dass du voll die Passion hast für das Thema. Völlig. Wenn hat die Passion angefangen mit Sneaker? Wie war das? Hey, dort habe ich auch so ein bisschen 2 schneidende Erlebnisse. Also, Turnschuhe habe ich etwa mit 16 so ein bisschen angefangen zu sammeln. Weil dann halt in Passion hatte, ich habe Basket gespielt oder ich habe es mal probiert mit meinem für die 1,20 gross. Nein, du bist mental schon grösser als physisch. Ich glaube schon, ja. Geil. Brutale Line, Alter. Und dann Jordan natürlich, Penny Hardaway und Shaq und all die. Ja, Orlando Magic damals, Gangster. Das Gangster-Team und völlig Fan gewesen. Und dann eben noch ganz Rap, oder? Und einmal im Jahr bin ich auf New York mit Giel und dort wirklich gekauft wie blöd. Aber noch vorher habe ich mich gesehen, ich wollte den Jordan 12er wollen. Ja. Dann hat sie mal gesagt, nein, spinnst jetzt nicht, viel zu teuer. Da kannst du den für deine 150 rauslesen. Ja. Und ich, ja, fuck, was gibt es noch hier? Grand Hill, Fila. Ja. Und ich so, okay, da ist es. 44 habe ich dann gehabt. Also, nein, es sind nur um 44 gehabt. Oh ja, es ist 42,5, gell? Ich habe einfach ausgesehen wie ein Klon mit 16 jetzt 44, aber ich so, das ist, man, fuck, mein erster Grand Hill Fila-Schuh, stolz gewesen.
Du, dann habe ich es, glaube ich, in Gimmer geschafft und dann hat wirklich zweimal gesagt, okay, jetzt darfst du wirklich einen rauslesen. Dann Penny Hardaway, Air Penny 2, gell, und noch das Dress hat sie mir geschenkt. Ja. Hey, ich weiss aber noch, ich habe dann im Schullager ich habe mit allem geschlafen, weil ich Angst hatte, dass meine Mitschüler, dass sie mir das klauen. Ich habe in der Schule geschlafen, so. Hast du voll im Outfit Hey, gepennt? voll im Outfit, im Heu. Ich weiss aber noch, die Schuhe, ich habe es nicht abgezogen. Ich habe so habe ich gepennt, Die ganze Woche gleich Nein, angelegt. sicher, Mann. Ich war so stolz, das habe ich so wollen, gell. So ein Gangster. Das war zu viel. Wie Gewesen. viele Sneakers hast du daheim? Hey, ich glaube so um die 700-800 Paar. Wirklich? Zählen. Ja, ich halt wirklich... Wo Also ich du siehst es auch nachher- als Investment oder einfach nur aus Sammeln? Ja, nee, Sammler- es ist ein war ein Sammelaspekt. Sammler, gewesen, wo ich halt alles mehr oder weniger dreht. Ich habe, sagen wir jetzt mal, so 50 Paar, die ich nicht habe gedreht, die so für mich ein Archiv sind, die ich gut verkaufen könnte. Aber ich muss nicht. Also, ich sage Was ist jetzt der mal, teuerste Schuh, den du hast? der Freddy Krueger, vielleicht kennt ihr den, der Nike Dunk SB. Der wird zwischen 20.000 bis 40.000 gehandelt. Alter. Und, Was? ja, Warte, man ist... Da muss ich Nike, Dunk, SB, Freddy Krueger. 20 bis 40.000. ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Size, es kommt darauf an, aber neue Alter, auf Gadgets. StockX steht 180k. Ja, das ist 180, ist auch nicht schlecht, oder? Nein, das ist jetzt so ein Preis. Alter, willst du mich verarschen? Hey, der zahlt auch niemand, ganz ehrlich gesagt, aber... Welche Größe ist es? Steht 8, das da? 9, 9,5. Steht jetzt gar nicht auf die Schnelle. Aber jetzt 8,5, 2 mal 3, 43 wäre etwas 10, etwas 9, 9,5. 9,5. Ja, wäre etwas 43, oder? Aber jetzt 8,5. Eben, ich glaube, das letzte Angebot, das ich bekommen habe, war um die 15, 20 Tonnen. Also hast du da gespinnt mit dem Preis. Du musst schon zuerst mal einen bringen, oder das zahlt. Aber sag jetzt so, ich weiss, dass ich eben den Preis könnte abrufen. Boah. Heavy. Aber Was hast du gezahlt für den? hey, das glaubst du gar nicht. 700 Böcke. Nein! Das ist Investment, Giele. What? Das Geile ist noch... Also ist der direkt von Nike gekauft oder ist von einem... Nein, der ist gar nicht in Verkauf gekommen. Es ist eben wie ein Mythos. Es gibt Jeans, 23, zwischen 20 bis 30 Paar gibt's auf der Welt. Weil, das hat einer aus der Fabrik geklaut, weil Nike hat vergessen, irgendwie das Recht einzuholen von Freddy Krueger. in dem Sinne. Ja, das sie nicht dürfen machen und dann sie müssen die ganze Produktion zerstören. Dann hat einer geklaut und es gibt viel mehr Fälschungen. Und jetzt ist es so, dass es gibt den Dan und Michu von Bern, geiler Sieg, dann zumal völlig im SB-Film und TN-Film, gell? Und dann hat er 3 Paar organisieren. Eins war, glaube ich, gefälscht und 2 original. Und wir haben es nicht gewusst, und dann hast du noch vergleichen, es hat noch keine Bilder gehabt, nichts nada. Ja. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich Originale habe verrutscht. Oh. Von dem her- ja, auf den bin ich stolz, muss ich sagen. Ja. Aber sonst bin Was ich- trägst du jetzt? Was trägst du heute für einen Schuh? Was ist für einen? Ja, Travis Scott. Der Jordan Danke, Low, oder? Ja. Geil. Von dem her Jordan, einer, voll easy. Und Ah, sorry, kein Dank, ja. Jordan, Ja. ja, sorry. Easy. Das kann am besten passieren. Ja. Und Nein, bei der und Best. als ich mein Lieblingserlebnis hatte, muss ich sagen, ich bin halt auch der TN-Guy, wirklich Air Max Ja. Plus TN. Völlig, das war meine erste Liebe. Ja, wo jetzt alle Talons tragen. Genau, darum, das hast du vorher gesagt. Hey, ich bin aber wirklich extra auf Paris und den hast du hier nicht kaufen können. Es hat kein Foodlocker, nichts gehabt. Das war Foodlocker Exclusive gewesen. Ja. Und auf Paris aber noch 8 Stunden gefahren. Gell? Und ich so verdammt motiviert, ja, und ich kenne den. N'avez pas le size. Und ich so, was, Franz oder was? Nein. Hat er mir erklärt, dass er nicht das 8,5 hat. Und ich so, gell, völlig aus allen Wochen geht. Nein, ich gehe nochmal hinterher schauen. Ich bin nicht 8 Stunden jetzt auf den Zug gefahren, dass man sagen kann, es hat Grösse nicht. No, on n'est pas le size. Und okay, Mann, fuck. Gehst wieder zurück ohne Schuhe, gell? Und ich so, geil. So hat auch 300-400 Steine gekostet. Aber nachher hat zum Glück Foodlocker Europe, also besser gesagt online, E-Commerce aufgetan. Und ich so, geil, jetzt kannst du wirklich auch online bestellen, gell? Und dann hast du noch einen Schiss gehabt, hast du Kreditkarte, weil es plötzlich so, gell? Aber die Mami gefragt, du, ja, da, von diesen 4 hat es 2, die ich verdammt gerne möchte. Und nachher mit X gefragt, ja, Mami, was würdest du sagen, welche soll ich nehmen? Ja, wieso nicht beide? Hä? Soll ich beide kaufen? Ja, ab dann war es nachher für mich normal gewesen, dass ich zum Teil im Olmo oder im Titolo Pump It Up 5, 6 Paar miteinander gekauft. Ich bin wirklich her, ich möchte den. Ja, willst du es probieren? Ich so, nein, pack sie ein, du weißt, es geht. Und dann plötzlich Beziehung aufbauen und dann wirklich einfach alle haben mich dann gekannt von dort, Titolo. Ja, wirklich oben hinten im Regal, also im Lager, habe ich wirklich oben ins Regal gehabt, mit Sergio angeschrieben, wo alle Schuhe waren. Sergio, nimmst wieder mal ein paar mit. Und ich so, pack sie ein. Und darum, es war für mich nachher so fast ein krankhaftes, neidhaftes Sammeln gewesen, weil wenn ich jemanden auf der Straße gesehen habe, der einen Air Max hatte, ich so, du, nein, unmöglich, den muss ich haben. Gell, für Dosenbach 50 Steine, ja, sicher kaufen. Gell. Ich habe einfach nicht vertraut, dass jemand eine Schuhe hat, die ich nicht habe. Jetzt darum habe ich so viel. Weißt du, auch Zeug, die ich... Und wie viel trägst du von diesen 700-800? Wie viel trägst
Hey, ich sage jetzt mal so, seit Jahren trage ich nie 2 Paar nacheinander. Wirklich? Ja. Das heisst, wenn wir morgen einen Kaffee trinken, hast du nicht die Schuhe. Nein, sicher nicht. Das, keine Chance. Keine Chance. Ist das allgemein so ein Standard in der Sneaker-Szene? Oder ist das Nicht auch dein Hey, das ist ein bisschen mein Mindset, das auch gesponnen ist. Also ich bin auch nicht mehr so extrem jetzt mit viel Schuhen kaufen, ganz ehrlich gesagt. Jetzt drehst du mal die du hast. Ja, sollte ich vielleicht mal. Nein, aber ich glaube, heutzutage ist mehr so ein bisschen, zum Glück auch ein bisschen die Bewegung oder so ein bisschen in der Szene, dass du vielleicht 5, 10 Paar hast, die wirklich geil drehst und dann tust du so putzen. Weil ich putze seit Jahren zum Beispiel keine Schuhe. Oder? Ich habe immer wieder ein paar neue, die ich nachher habe. Und Hast du wegen dem geheiratet? Ja. Jetzt, nur, ich lasse nicht zu. Nein, ja, und heutzutage ist es eben so ein bisschen cool. Die Kids eben, die schätzen das fast ein bisschen mehr, weil für mich ist ein Turnschuh ein Turnschuh fast geworden. Ja, manchmal schon ein bisschen, irgendwie, schätze es fast ein bisschen zu wenig, aber jetzt wieder ein bisschen mehr, weil halt, gell, ich wollte auch nicht mehr so viel Zeug haben. Ich musste so mein Turnschuhzimmer müssen aufgeben für die Kleine. So gut ist, ganz ehrlich gesagt. Nein, aber auch zum Beispiel Phasen. Das wäre schon ein Asimo. Ja. Vom Schlafen auf dem Sofa, schon gut. Der kleine 1 Jahr alt. Aber das Gute ist jetzt zum Beispiel, wir hatten eine Phase gehabt, oder das war noch bevor sie geboren war, noch vor Corona, wo ich gesagt habe, jedes Mal, wenn ich mir ein Paar kaufe ich meiner Frau eins und auch unserem möglichen Kind. Weil die Baby Lee, die hat jetzt irgendwie 50, 60 Paar. Ja, ist Vollgas. Wieso designst du nicht selber mal eine Schuhe? Oder hast du mal gedacht, mal etwas? Schau, ich kann relativ viel sagen. Jetzt, ich bin so ein Generalist, ich bin Unternehmer. Was ich einfach nicht kann, ist das Adobe und das Photoshop-Zeug. Da bin ich einfach Oder nie so drin. kreativ. Kannst du nicht so sagen, jetzt nach deiner Erfahrung, ey, schau, der Schuh, der wäre perfekt, der wird. Hey, ich kann Schwer. dir schon sagen, wegen dem Colorway und so, weil ich kenne relativ viel und ich bin täglich auf dem Internet und schaue das Zeug an, Inspirationen, aber ich bin wirklich nicht der Designer. Weißt du, ich sage jetzt, jeder kann einen Schuh designen von der Farbe her, aber wirklich Inspiration sein, ein Künstler sein, ein Designer sein, wie ein Virgil Abloh oder wie ein Kanye West, ob man jetzt gerne ist oder nicht, die sind für mich, die sind auch crazy im Kopf, oder? Du musst auch ein bisschen sein für so Ja, etwas. und absolut. das ist keine Chance, also da bin ich nicht. Okay, Also ich mache gerne noch auf Nike ID-Schuhe. Ja gut, das ist schon was anderes. Das ist einfach die Farbe auswählen. Das meine ich. ist schon- Aber wirklich ein Schuhdesign ist etwas vom Schwierigsten. Also ich habe schon ein Projekt mal gehabt, dass ich meinen eigenen Turnschuh rausbringen, das jetzt noch ein bisschen weiss setzen. Aber dort ist es eben auch geil. Ich bin in einer Fabrik besucht in Italien, weil mir jetzt auch genommen, wie das eigentlich entsteht. Und dort hat es wirklich so Top-Designer. Denen gibst du nachher irgendwie so ein bisschen Inspirationen. Dann sagst du, hey, die Wand ist geil, das Foto, Sunset und hier. Und dann fangen die einfach mal an, gell? Aus dem Geringen mal verzeichnen. Das ist schon noch geil. Und das mute ich mir jetzt nicht zu. Ja, Kreativität ist ja mega wertvoll. Das ist ja, Ja. Ich meine, auch, du hast jetzt von der Kani zum Beispiel angesprochen, da mit den Yeezys, wo er das angefangen hat. Das ist schon ganz eine andere Schuhe-Silhouette irgendwie. Völlig. Ganz wild. Oder? Und nachher eben auch mehr oder weniger nur ein Sock oben drauf, weißt du, was ich meine? Und irgendeine Hardcore-Sohle, die wirklich ein bisschen fett ist. Also, ich würde auf das nie kommen und das ist schon nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Ich trage es gerne dafür. Allemaal. Was wärst du das meiste, was du zahlen würdest für einen Schuh? Wie? Was wärst du das meiste, was du zahlen würdest für einen Schuh? Was findest du so ein Sneakerhead legitim? Hey, wow. Ist noch schwierig zu sagen. Also jetzt mittlerweile würde ich auch nicht über Retail zahlen, ganz ehrlich gesagt. Weil ich sehe es nicht, dass ich irgendwie 1000, 2000, 3000 Schutz für einen Schuh zahle. Also das ist recht stupid. Ja. Wenn es einer macht, Gut, deine Szene lebt von dem nicht. Ja, eben, darum ist es noch lustig, sage ich das ja. Aber, also weißt du, Ich finde die stupid, der meint ein Event, wo das... ja, lass es selber zu, gell? Ich merke es gerade selber. Nein, also ja, früher habe ich schon, ja, jetzt mit das teuerste Paar, das ich gekauft habe, ist Air Max Kid Robot. Dann habe ich noch die, Toys gesammelt und so weiter. Ja. Und dann habe ich 1500 Stutz, Dollar gezahlt, oder Dollar noch bei 1,50 war. Und das war recht viel Geld. Ja. Und es noch das Geilste am Ganzen ist, ich habe den Schuh auf eBay ersteigert. Und ja, dem Dude, der war glaube ich auch von New York. Habe ich dann gesagt, hey, zahl dir irgendwie alle 2 Monate 500 Steine und nach einem halben Jahr schickst du mir ihn. Es hat funktioniert. Stell dir vor, heute das kannst du nie machen. Ja, sehr, dann ja. zumal hast du einfach 500 Steine, okay, 2 Monate später und dann Schuhe geschickt. Das ist crazy. Geil. Ja. Geil. Und den habe ich jetzt zum Beispiel noch, den würde ich jetzt nie verkaufen. Der ist neu, ist er auch zwischen 4.000 und 5.000 Stutz wert. Das ist mein Schuh. Gibt es Schuhe, die du würdest gerne haben, aber noch nicht hast? Ja, es gibt wirklich einen, und das ist der Nike Mag, der Back to the Future Schuh. Aha, vom Film, ja. Vom Film. Der grau mit dem grünen Nike Ja, also, Swoosh. ne, es ist glaube ich so hellblau. Oder- Und dann hat ja, man so so Lichtli, du kannst nicht Türkis draufdrücken. irgendwie, Ja, genau, ja, so. Türkis, ja. Ja. Und der ist ganz am Anfang, der ist 2-mal oder 3-mal schon ist er jetzt rausgekommen. Am Anfang hat er nur steigern und ja dann wirklich mein
ganz Ersparten zusammengelegt. Ja, wo ich 20'000 Steine hätte gezahlt. Wirklich? Ja, verloren nachher die Auktion. Du hast geboten? Du hast mir das nur noch bieten. Wie viel hast du geboten? 20 Tonnen. 20 Tonnen für den... Weißt du, wie der Schuh aussieht? Ja, ich weiß welchen. Ja, aber gell, der ist schon da, der ist zwischen 60, also jetzt die erste Jetzt, Serie, der ist zwischen 60 bis 100'000 wert, plus minus. Also Ja. der, oder meine ich? Ja, genau. Ja, ich Zum Glück habe ich verloren. Also, du hast den, also hättest du den auch getragen? Auch nicht. Ich finde darum am Fuß irgendwie ein bisschen komisch, weil er recht hoch ist, aber für mich jetzt irgendwie so ein emotionaler Aber so ein Back to Holy the Grail. Future. Das ist so ein Holy Ja, Grail, ja, genau. ja. Das wäre jetzt für mich einer für das Archiv. Ja, absolut. Dem her, ja. Weißt du jetzt in deinem Archiv? Ja. Weißt du jetzt in deinem Archiv? Muss ich alles haben? Du hast ja gesagt, dieses Archiv... Ja, aber ich meine, du hast gesagt, ein paar, die nicht dran ist. Ja. Was sind denn so Schuhe für Schuhe, die nicht dran ist, wo... Hey, hauptsächlich sehr viel Air Max 1er. Ja. Aber jetzt der Kid Rebot, der Amsterdam, sie halt noch wirklich von ganz, ganz früh. Und zum Teil ist die Sohle ein bisschen kaputt. Also, weißt du, die Bubble geht nicht mehr. Also, wenn ich den tragen würde, dann geht er auseinander. Ja. Und noch ein paar Air Forces zum Beispiel, wo zum Teil auch, weißt du, wo eben von Clark Kent, wo Producer war, von Biggie beispielsweise. Ja. Und geschrieben, Bobito habe ich auch so Zeug. Also, nachher habe ich beispielsweise noch eine Mars Yard von Tom Sachs, die sind auch recht beliebt, durch 1.0. Also, ja, einfach so ein bisschen Holy Grails. Sind schon irgendwie so Leute an den Sneakern zu dir gekommen und gesagt, ey, ich will von dir den, ich weiss, du hast den und den Schuh, ich will den, aber wenn du nicht verkaufst, Ja, ich will den dir abkaufen. ich glaube im Fall. Hast du schon so Psychos, Ja, ja. wo... Also der Freddy Krueger habe ich schon gehabt, zum Beispiel, wo ein paar Leute sich auch haben verkauft, oder Duschen vor allem. Ja. Und nein, hure nicht. Oder nicht? Nein, hure nicht. Was ist das Verrückteste, was passiert ist im Sneakerness? Also respektive verkauft wurde an Beträgen oder ich weiß auch nicht so. Hey, das weiss ich ehrlich gesagt nicht so. Also ich kann dir mehr sagen, dass alle Leute zu mir kommen, und das war halt noch vor Corona, gewesen, wo du nur mit Bargeld hast gezahlt. Der hat wirklich, der ist so gekommen, gell? Das waren auch 20 Tonnen, die er erhangen hatte, von Italien, der Dude. Sergio, grazie mille. 3 Küssli gegeben, gell, wo ich so... Und du zahlst nur 200 Stutz für den Tisch. Nein, aber das ist eben genau das, was ich meine, weil der hat so Freude gehabt, gell? Der hat dort rausgelassen wie wild. Das ist schon eine riesige und- Community, das Ja, Scheiß. ja, ja. Ist Aber so ein riesig. bisschen, eines der geilsten ist, was ich auch mal erleben durfte, ist in Deutschland, wo plötzlich so Kids zu mir sind gekommen, gell? So, sie waren 14, 16. Hallo Sergio. Ich so, hä? Voll kennt ihr mich? Und so, nein, wir sind gegoogelt, weißt du, und du bist halt im Internet und so weiter. Krass. Und wir wollten schnell etwas sagen, er verkauft Fälschungen. Und das ist so geil, dass, weißt du, unsere Community ist wirklich nicht wie auch selber Polizist. Also, er ist halt Gerätsch, aber es ist ja das Geile, weil Ja. das Nickname steht, dass wir auch, also weißt du, ich kann nicht sagen, dass wir 100%, weil es Ja. gibt immer wieder Ja. Leute, die halt Du bescheissen. prüfst ja nicht jeden Schuh. Nein, kannst du zum Teil auch nicht, weil zum Teil, was sie auch machen, das ist also, die sind zum Beispiel 4 Air Forces Off-White, 3 sind original einen gefälscht. Und du siehst es wirklich heutzutage nicht mehr. Also, du musst wirklich etwa 5 Minuten musst den Schuh anschauen, du musst schmecken, weil du schmeckst es oftmals wegen dem Leim. Wirklich ein Original schmeckt anders als ein gefälschter vom Leim. Heavy, Alter. Ja, das ist krass und was. Das musst du können mitbringen. Aber und dann wegen dem Klopfen, du kannst so einen Klopftest machen, weil der Original, wenn du so, also, es tönt nachher auch anders, das ist recht eher im Fall. Legende. Und dann gibt es natürlich auch Fälschungen, die ganz mies sind. Aber damit was sagen, ist eben so die Community. Und das ist für mich eine Community, die sich so ein bisschen selber reguliert, zueinander schaut und so. Und das ist mir völlig, weißt du, die Kids jetzt zuerst gemeint, die haben mich auch abgeschlagen oder so. Oder die eben kann sagen, hey Sergio, wir müssen da schauen, der ist nicht geil und so weiter. Ja. Und das ist eines von ihnen die eindrücklichen Erlebnisse gewesen. Das habe ich gefeiert, muss ich sagen. Ja. Weißt du, das meiste, was du zahlen würdest für einen Schuh? Luso. Ich? Ja. Ich bin voll nicht der Typ, du weißt es. Gar nicht, 200-300 Stutz. Ist das teuerste, was du jetzt zahlst für Das einen Schuh? mehr, das teuerste, was ich gezahlt habe, ist 500 Franken. Schon. Ja. Weißt du, was für einen hast du Schuh noch? Ein Gucci-Schuh. Ja. Ja. Kann man machen. Zählen wir da als Sneakers, so Gucci, Louis und so. Zählen wir die auch? Ja, und weißt, ich finde generell, also Turnschuh ist einfach, wenn es eine Gummisohle hat, weil ein Sneaker kommt ja von Sneak. Also eben mit leisen Sohlen, so in dem Stil. Also früher hat man Ledersohlen gehabt, oder? Und es hat wirklich getönt. verdammt. Und nachher, wenn man eben Turnschuhe, dann hat man es halt wirklich für das Turnen gebraucht. Aber dann hat man so ein bisschen aus Rebellion, sage ich jetzt mal, zu den geschnagelten Lederschuhen, hat man halt nachher den Sneaker so draussen vertragen. Und von dem kommt eigentlich so ein bisschen eben der von dem Turnschuh-Sneaker. kommt das. Ah, Ja. krass. Und du, deine? Ja, ich habe schon 2-3 Mal. Ich habe 2 Louis-Schuhe. Beide Nice. etwa einen Taui. Ich hoffe, das kommt meine Mutter nicht wieder. Ja, nein. Und wann ich viel Geld zahle, aber wirklich Sneakers sind Yeezys.
Yeezys. Mich haben Yeezys, Schon, die haben mich mega gecatcht, ja. Ich finde das die bequemsten Schuhe. Ah, sie bequem, die habe ich auch gerne. Die sind mega. Ja, ja. Alle Zebras habe ich gehabt, ich habe Sand gehabt, ich habe... Wirklich? Ja, da bin ich. Nice. Das war mein erster Sneakerness-Kauf, den ich wirklich? gemacht habe. Ja. Ah, nice. Zebras haben vielleicht vor etwa 7 Jahren oder so, 7, 8 Okay, Jahre. okay. Dann habe ich etwa 2-3 Mal nacheinander gekauft. Ah, das Der ist Zebra. Kennst du, wenn einer hast, das ist wie wenn ich einen Air Force One habe. Ich trage ihn, bis er kaputt ist, kaufen wir dann neu. Immer, das ist ein ewiger Prozess. Ja, noch 3 Mal. Voll. Und das ist bei mir so gewesen mit den Zebras. Ja, ich habe die so geil gefunden. Hey, Ego, ja, die ist so gefeiert. Und vor allem jetzt beim ersten Drop nicht bekommen. Ja. Bin ich richtig scheissig geworden. Und dann habe ich zum Glück beim 2., 3., 4. Drop habe ich dann nachher Weißt du, das zugeschlagen. verstehe ich bei Sneakers. Also, wieso der Brand, wieso jetzt zum Beispiel Nike oder Adidas nicht sagt, hey, dass der Schuh vorstellt, hey, schau, das ist der Schuh XY, wir möchten den produzieren, meldet euch an, so und so viele Leute in der und der Größe und wir produzieren den genau so. Weil Nike und Adidas und alle die Powerhouses, wo halt Sneakers produzieren, die haben ja nichts davon, monetär gesehen, wenn irgendein Schuh für 15.000 oder so weggeht. Die haben einfach den Hype, was mitnehmen, das verstehe ich schon, der Punkt Ja. sehe ich schon, aber wenn jetzt nachher über 20'000 zahlt für einen Schuh und sie verkaufen den für 150 oder 200, das ist ja gleich, spielt ja nicht so eine große Rolle. Ich verstehe nicht, dass sie selber nicht ein Stück vom Kuchen mitnehmen von dem Ganzen. Ja, also eben eines der Startups, wo ich drin bin, oder besser gesagt, wo ich im Moment arbeite, ist genau das haben wir eigentlich wollen. Wir verbauen Chips, so NFC-Chips in, sagen wir jetzt mal, Produkt. Und unser erster Case war eigentlich Turnschuhe, dass man Chips eben in die Turnschuhe tut und dann weisst du, ist er original oder eben nicht. Du kannst mit dieser App wie auslesen, sage ich jetzt mal, oder hast du es nachher gesehen, eben, er ist Also der Chip authentic. eigentlich Im Schuh, ja, ja. in die Zunge, whatever, oder? Und nachher kannst du eben auch, wenn du nachher handelst, kannst du mittels QR-Code, kannst du nachher eben, das ist nachher auch ein NFT krass, dahinter, ja. oder? Kannst hin und her schieben. Und dann weisst du auch, beispielsweise, haben wir es so wollen, dass Nike oder zum Beispiel Sneakness verdient nachher mit, oder? Zum Beispiel 2% geht direkt an Nike, wenn du zahlst, direkt. Leider haben wir ein bisschen Mühe gehabt, nachher wirklich eine Chip in Schuhe zu verbauen. Also, sprich Nike, Adidas hat irgendwie noch kein Interesse an dem. Frag mich nicht, wieso. Das ist genau das Problem, oder? Das man lösen würde. Aber ich glaube, da sind so viele andere Sachen noch, die sie müssen lösen. Ja, ja. Und dort, es gibt wirklich schon Initiativen oder Buden, die das eigentlich anbieten könnten. Okay. Also für mich ist es eine Frage von Zeit, dass es Ja. Eben, ich habe mich das immer gefragt. Weil, Geile Idee. ja, weil ich habe mich immer gefragt, irgendwie, es macht ja keinen Sinn, die verdienen nichts dran. Nein. Wieso die nicht, wieso es nicht einfach aufstocken oder... Gut, ich sage jetzt, monetär verdienen sie nichts dran, aber Ja, aber ich Hype sage ja hypemäßig, ja, das ist mir schon bewusst, ist in ja, jedem ja. Blog, ist im Ja, ja, Internet, das- crazy, Sotheby's, wieder mal hier, weißt du, Ja, also, das sehe ich Ja, schon, schon. das verstehe ich ja schon. Ja, ja. du musst auch immer sehen, gell, bei Nike, Adidas, da geht es wirklich um Gewinn, die müssen Stütze machen. Und die, weißt, wenn die fragen, Community, ja, wie viel weight und so weiter, nein, also die müssen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Paar produzieren, weil, gell, das ist so eine Schuhe, der kostet nicht viel, der kostet vielleicht so 10, 15 $, und sie verkaufen für 200, aber jetzt siehst du, was sie für Margen haben, und das ist eine riesen Maschinerie. Die brauchen da grosse Margen. Ja. Die brauchen ja auch riesige Also Margen. der Trend ist jetzt schon, das finde ich zum Beispiel geil, und da bin ich völlig so ein bisschen, da hat es mir der Schuh reingenommen, ist neue Technologien, also damit wollte ich sagen, was jetzt so ein Trend ist Schuhe aus dem 3D-Printer. Ja. Und das ist nachher so ein bisschen on demand, oder? Weil die können nicht einfach Print und mal schauen, weil Ja. das ist nachher auch an deinem Schuh. Ist das Plastik oder was? Ja, also PwC auch. Also, ich weiß jetzt nicht genau die Ja, die kannst du jetzt schon Zusammensetzung. kaufen. Die kannst du jetzt schon kaufen. Ja, Zellerfeld zum Beispiel ist dort ganz, ganz big. Das ist wirklich eine von diesen Buden weltweit. Die ist in Hamburg. Mega cool. Aber dort frage ich mich halt auch, gell, ich weiß nicht, ob 20, 30 Maschinen, so eine Schuh geht auch 1, 2 Tage. Also weißt, das ist halt, weißt du, was ich meine? Und Nike, die haben nicht, die können nicht 20, 30 Maschinen, die müssen auch 100'000 Maschinen haben. Also, es ist noch nicht so weit, aber es kommt. Und ich habe auch das Gefühl, und das hoffe ich sehr, sehr fest auch in unserer Wirtschaft, in unserer Welt, dass man eben aufhört, über zu produzieren. Also wirklich eben das, was du hast gesagt, on demand macht völlig Sinn. Aber halt eben für die Grossen ist das noch kein Business Case. Ja, sicher, ja. Weil die müssen die XY Menge und das müssen sie jetzt absetzen, oder? Ja, verstehe ich, ja. Das ist... Ja. Ich wollte fragen, das grösste Event, wo Anzahl Leute teilgenommen haben. Hey, das ist... Also dieses Jahr, weiss ich, war es Athen gewesen. 14'000 Leute. Crazy. Nur wegen Schuhe kommen. Nein, gut, mittlerweile ist halt, ich muss sagen, wir müssen so ein bisschen jetzt eben oder der Event per se ein bisschen weiterentwickeln. Das heisst, es ist gerne noch Sneakers steht drin,
Aber es muss mehr auch ein bisschen Lifestyle, Fashion werden. Weil, Also da in Zürich ist ja auch so gewesen. Also ich bin jetzt schon 20 Mal in Zürich gewesen, weil es hat so Hip-Hop-Events, es ist wirklich, du kannst auch sagen, ich kann einfach dort hin und den Vibe ein bisschen catchen und Genau, das einfach ganze ein bisschen bleiben, ja. Vielleicht kaufst du etwas, vielleicht nicht. Ja, und eben, und Athen hat es jetzt wirklich richtig gut gemacht. Dort muss ich mir ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Also so wollte ich auch Zürich weiterentwickeln, weil die plötzlich nachher auch, weißt, Tanzkurs gemacht, Yoga haben sie plötzlich, weißt du, so ein bisschen in diesem Stil. Legende. Und dann auch Brands, gell, haben wirklich Aus deiner aktivieren. Idee das entstanden eigentlich. Ja, es ist wirklich crazy, als ich dort bin, weißt du, wie jetzt meine Eltern kommen, also das Lustigste ist ja, meine Eltern, vor allem die Mami, ist meine grösste Kritikerin gewesen. Sie so, ja, für das habe ich nicht in die Uni geschickt. Und ich so, ja, du. Hast du nicht mal studiert? Was studiert? Was? Was hast du studiert? Zuerst Jus. Und Ja. nachher, ja, ich war ein bisschen lost gewesen beim Studium, gell? Weil eben, ich bin einfach, ich wollte arbeiten und da und dort, an ein paar und alles, aber die Mami hat gesagt, nein, Studium ist gängig noch das beste Fundament, oldschool, und ich habe auch durchgeprügelt und dann, ist mein Bruder erst 2 Jahre jünger, hat mich dann überholt, gell? Und dann habe ich gesagt, okay, mache Jus, ich weiss nicht was, oder? Und dann, gell, ich habe 8 Jahre Jus studiert, Bachelor, ich meine, ich völlig lost gewesen. Und nachher habe ich gedacht, ja, Jus muss ich nicht noch, also mein Bruder und meine Schwester sind Juristen, das brauche ich jetzt nicht noch. Ja. Nachher habe ich auf Wirtschaft gewechselt in Freiburg. Ja. Aber auch dort, immer hinterste Reihe mit Laptop, ich habe sich immer abgeschrieben bei den Prüfungen. Das Schönste war, ich habe meine Frau dort lernen kennen. Von dem sehr schön, ja. sehr schön. Und darum sage ich dort immer so ein bisschen, wirklich, aber eben, was ich damit auch sagen ist, meine Mama immer, ja, Turnschuh spinnst, du bist ja Spinner, aber ja, lassen wir jetzt mal. Ja. Hey, und dann, ich weiss, in dem Moment auch noch, sind wir in Köln gewesen, wir sind so wie eine Allee gelaufen und dann gab es riesen Sneakers-Flaggen. Ja. Und dann sehe ich umarmt mich so, hey, Sergio, du hast noch gesagt, kann mal eben deine riesen Brand mal im Ausland gesehen. Schau mal das an. Ja. Die Leute sind crazy angestanden. Wir haben auch 12'000 gehabt. Das war irgendwie vor 10 Jahren. Gell? Ich weiß gar nicht, zahlst du ein Ticket für Sneakers? Ja, und das ist recht birrenweich. Eigentlich, du zahlst für in einen Turnschuhladen zu kommen. Weißt? Ja. Schon noch geil, oder? Ich darf jetzt auch nicht viel erzählen. Nein, aber was ich damit sagen ist halt, das ist nachher ein Event und darum sind nicht Turnschuhe, wir bieten auch Sachen. Weißt, wie gesagt, Basketballturnier, wir haben mit Rap City haben wir eine Kollaboration, du kannst Workshops teilnehmen, du kannst wirklich, es ist wirklich Food Festival, wir haben viele Sachen. Ja. Das ist halt schon gerechtfertigt. Schau einfach, dass ich nicht teurer bin als ein Kino Wielet. Ist das aber dein Punkt? Ja, dein Referenzwert? Das ist doch ein bisschen mein Referenzwert, wenn ich auch im Ausland bin, sage ich aber frage ich ein Ticketing, ja, ich bin in Zürich halt ein bisschen teurer, aber ich würde mal schauen, was bei euch ein Billett kostet für die Kino, und er würde es nicht teurer machen. Das ist für mich so ein bisschen... Also sagst du das auch so in Business Talks? Ja. Kino. Und dann sagst du auch, so das Essen an der Essenstätte auf der Tür ist das Popcorn im Kino, oder? Nein, das ist schon nicht ganz. Nein, das ist nachher, was halt Beauty ist am Ganzen, ist Sneakerness. Du bist eine Legende. Du kannst wirklich an jede Sneakerness gehen und es ist anders. Es ist wirklich, das ist einfach Brand als Hut, aber es ist wirklich einfach auch der Vibe. Oder? Ja, weil es halt andere veranstaltet. Ja, also, und das ist auch so, das ist lokal. Also für dich dann ja auch geil, wenn dann... Gehst du alle Sneakernessen? Ja, jetzt in den letzten 6 Jahren habe ich glaube 3 verpasst. Ja, du bist ziemlich alle dabei. Ja, ich wollte es einfach sehen, ich wollte mich inspirieren. Ja, du kannst dich voll inspirieren von anderen Mindsets. Haben ihr nicht eine Vorgabe, wie die das ungefähr sollen machen, oder? Mama, also ich sage Ihnen schon, zum Beispiel, das sollten mit mehr als 100, also du hast eine Halle und das ist halt nachher schon Quadratmeter und an dem messen es nachher, hey, nicht mehr als 100 Tische zum Beispiel, du brauchst 30% Sneaker-Brands oder Sneaker-related, ob das Sneaker-Putzmittel ist, 30% kann es irgendetwas sein, Zweifelchips oder whatever. Also du musst dann schon ein bisschen vorgeben, wie. Und dann haben wir zum Beispiel auch nachher eine Präsentation, wo es verschiedene Aktivierungen hat, weißt, Tätowieren, Barber, Workshop, Foto. Okay. Also, und sie können nachher dort so ein bisschen rausnehmen, was sie wollen. Und so entsteht nachher das. Aber, und darum, es ist wirklich, jedes Mal bin ich wieder inspiriert und ich habe ein geiles Erlebnis gehabt. Wir haben es 2 Jahre in Südafrika gemacht, das ist schon bald 10 Jahre her. Und da bin ich noch ein bisschen down gewesen, gell? Es ist irgendwie eben nach 6, 7 Jahren Sneakers immer wieder ein bisschen das Gleiche und gleich ein bisschen anders. Und dann bin ich dort in Südafrika gewesen, Joburg habe ich es gemacht. Ja. Hey, und es hat nicht gut ausgesehen, Sneakers, muss ich sagen. Weißt, zum Teil fast ein bisschen lieblos in Stand gewesen, oder weißt, halt auch nicht das Budget, das du hier zum Teil in Europa hast, für einen riesen Stand zu machen. Ja. Hey, aber der Vibe ist etwas vom abartig Geilsten gewesen, was du erlebt hast. Ja, zum Teil sind die Leute gekommen, die sich so vor mir tanzen, weißt du, aus Freude, gell?
Und dann ist schon einer zu mir gekommen. So wie im Film. Hey, ja, wirklich. Ich so, Wahnsinn, du weißt. hey, dann ist einer zu mir gekommen mit so einem, wie einer Art Bierbecher aus Plastik. Ich habe gedacht, jetzt sagst du Bier. Nein, später. Nein, nicht ganz. Einer kommt mit dem Plastikbecher, kommt so zu mir, Sergio, ich habe ja gegoogelt und so weiter, und ich wollte meine Business-Idee vorstellen. Er macht jetzt Plastikbecher, weil ich ihn inspiriert. Weißt, einfach sein eigenes Ding zu machen. Er hat es customized, weißt, so mit Turnschuhen, weißt, Muster, zum Beispiel die Jordan 11 und so. Ja, den Becher heute noch. Ah, geil. Das ist logisch kein Business geworden, aber hey, der ist mit Augen gekommen, einfach, ich habe gesagt, glaub dran und mach. Und das sind nachher wirklich die Erlebnisse, wo ich muss sagen, hey, für das lohnt sich schon der Hustle. Oder? Wo siehst du denn Sneaker? Also weißt, wenn du sagst, du hast mal ein bisschen eine Downphase gehabt. Siehst du dich das noch 10 Jahre lang machen? Ehrlich gesagt nicht. Also nicht sicher so operativ. Ja. Dort wollte ich auch den Kids, also nicht Kids ist jetzt blöd gesagt, aber einfach auch den Jüngeren, weil wie gesagt, man sieht es nicht. Den Stab übergeben halt. Ja, den Stab übergeben und ich will Leute inspirieren, ich will sie pushen, ich will sie motivieren. Aber ich bin auch so ein bisschen mehr der klassische Unternehmer, oder? Und eben, ich sehe mich nicht in 20 Jahren noch Sneakers machen. Also das ist wirklich auch eben Jüngere machen, da muss frisches Blut her. Ich kann Tipps geben, ich kann sagen, was man nicht machen sollte. Also irgendwann machst du Gehstock-Ness. Hey, das ist so nicht. Rollator-Ness. Weißt du schon gedacht, was ich eigentlich machen könnte? High-Heel-Ness. High-Heel-Ness. Überleg schnell. Weil was mir im Moment, das schießt mich wirklich an, im Sneaker-Bereich ist, es ist alles noch so machoid, weißt du, es ist 80%, auch von den Styles. Ja. Also du siehst immer wieder, die Frauenschuhe sind immer so girly Farben und so weiter, und so ein bisschen die cooleren Farben, die gibt es erst ab 42, so in diesem Stil. Ja. Zum Glück ist es jetzt am Wechsel, aber für das habe ich auch die ganze Zeit gekämpft. Ich bin immer zu Nike, zu Adidas, also Jungs, jetzt machen wir anständiges Zeug auch für Frauen, oder? Weil das ist alles immer auf Herren. Voll der Feminist. Aber Nein, also ich unterstütze einfach Minorities in diesem Bereich. Ja, und das ist auch, wir haben dort eine gewisse Verantwortung dort zu übernehmen. Oder? Stell dir vor, aber jede Frau hat eigentlich schon 30, 40 Paar. Nein, Und Also nicht High- nicht gut, ich einmal habe das Gefühl, heutzutage ist 30, 40 High. Ich Sneakers. habe das Gefühl, heutzutage ist High Heels nicht mehr so. Oh, Bro, sicher. Also ich habe Also ich habe das Gefühl, wo wir früher in Ausgang sind, ist das viel mehr. Weißt, wenn du jetzt in diesem Bereich anschaust, habe ich das Gefühl, es ist viel mehr High Heels gesehen als heute. Habe ich das Gefühl. Ist Ja, ich glaube, es ist ein bisschen breiter geworden. Das ist schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch mittlerweile Teil nennen, aber ja, so. aber so geil. Bereich. Aber etwas nur für Frauen. Ja. Wäre cool, aber eben dort fehlen Ist wir einfach ein nur bisschen schon der Name, es sind ja nicht nur High Heels, dann einfach so Lady Products und alles. irgend so etwas. Also, wir haben schon wir haben eine Art Ladies Corner oder Geil, einfach so ein bisschen von Female Sneakerhead Zürich, wo sich ein bisschen hosten, wo sie eben ein bisschen mehr wirklich auch spezifisch für Frauen Zeug anbietet. Und das wollte ich auch ein bisschen mehr ausbauen, zum Beispiel. Gangster, geil. Ja, das ist super. Ich liebe es. Wäre geil. Ja, Weißt du, ja, inzwischen noch so viel, du hast vorhin gesagt, du hast noch 2, 3 Startups nebenbei, wo noch dran bist. Ja, das eine ist, also Startups nicht. Es war ein bisschen gelogen, mehr Unternehmungen, noch eine Agentur. Ja. Wo einfach, das ist ein One-Man-Show, da bin ich dahinter. Das ist, wenn zum Beispiel Zalando sagt, sie brauchen immer irgendeine Beratung, Kommunikation für Junge oder irgendwelche Influencer-Marketing und so. Dort mache ich ab und zu, dort muss ich nicht, dort darf ich, sagen wir es mal so. Ja. Und eben auch das Startup, das Tap heisst, wo mittlerweile nicht mehr ein Startup ist, sondern ein Scale-Up. Da Dort haben mit wir den jetzt- Sneaker, wo du gesagt hast. Ja, wo wir eben die NFC-Chips verbauen. Dort sind wir halt sehr, sehr stark im Sportbusiness sind wir tätig, weil dort halt, weißt, so das Fan-Engagement, wenn du eben den Chip, der unter dem Wappen ist, kannst tappen, wenn dein Team das Goal schießt und dann kannst du etwas gewinnen. Weißt du, so das neue Art Fan-Engagement, sage ich jetzt mal. Loyalitätsprogramm, auch jetzt mit zum Beispiel Finelli. Haben wir dann mit Sony Music und mit RZ das T-Shirt gehabt, wo unser Chip war. Und dann hast du zum Beispiel auch schon Pre-Listening vom RZ, hast du so Songs drauf vorhören. Du bist dann eingeladen worden, ein Maskott oder so, an seine Taufe, an seinen Z-Release. Also du kannst so Leute, weißt, du, incentivieren, loyalisieren. Und es ist wirklich... Heavy. Das kommt gut, das kommt So- sehr, sehr, so, sehr gut. Bindung zum Künstler, zum Artist, Genau. wo dann Einfach eine direkte Bindung, oder? Und es macht nicht Sinn, in der Unterhose zu verbauen oder in einem normalen schwarzen Shirt. Weißt, das kannst du bei OnlyFans Creator machen. das habe ich noch nicht überlegt. Das ist, ja, ich überlege immer wieder, wie komme ich mal auf OF, ich muss etwas dort machen, oder? Aber So, es gibt im Fall OF auch, der Stipe Mochis ist auch vor. Weißt du das? Also es gibt auch, also vor allem gibt ja Fighter. Leute, ja, Mittlerweile krass. haben mega viel. OnlyFans hat ja auch so angefangen. Die haben ja, Das habe ich nicht gewusst. OnlyFans ist eigentlich nicht der Gedanke gewesen, mit den erotischen Inhalten, sondern der Grundgedanke, wie der Gründer das gemacht hat, ist, dass die Leute, die Influencer, die dem sind auf Instagram und überall auf anderen Plattformen,
die verdienen ja eigentlich nur mit Kooperationen. Ja, Die müssen stimmt. kooperieren mit Leuten, damit sie Geld verdienen. Einfach so durch Views verdienst du Ja, nichts. voll. Einfach nur, wenn du ein Absolut. View hast. Und so, dass du nachher direkt von der Plattform Geld überkommst. Das ist, Ja. Das ist der Ja, Grund. macht das Sinn, oder? Ja, ja es macht mega Sinn. Ja. Und drum sind mega viele, es gibt oder mega viel, bis jetzt noch nicht so viel, aber es gibt schon viele Künstler und berühmtere Personen, das stimmt, ja. wo Instagram verlöhnt für das. Ja, ja. Paar Macht Sinn. Charles Rivera, das Typ Miocic, Ja, ja, ist voll. das hab ich gewusst. Und dann irgendwann will die das, weil es halt mega safe ist und du direkt zahlen kannst, Ja, genau. ist dann instrumentalisiert worden für Kannst du das den mal russischen- nacheinander sagen? Ja, schwierig. Was ist Ist, so... von OF genommen, ja. Was ist so... Sneakers ist ja so eine große Brand eigentlich geworden, sozusagen. Was ist so marketingtechnisch, wo ihr so vorgegangen sind, wo du kannst sagen, so, look, ich glaube, das ist schon ein bisschen ausschlaggebend gewesen, dass es nachher so weit gegangen ist. Hey, das ist noch schwierig, weil ich bin wirklich nicht, Sneakness ist nicht irgendwie ein Start-up aus dem Bilderbuch gegründet. Ich habe sehr viel einfach just do it. Einfach wirklich Okay. machen. Wir sind viel auf die Fresse geflogen, immer wieder aufgestanden. Und das ist für mich etwas vom, das macht es nachher aus, ob du es schaffst oder nicht. Weil absolut. du gehst so viel um. Aber immer wieder aufgestehen, immer wieder zu motivieren, nach 5 Jahren, noch jetzt. Also ich gehe noch jetzt um und muss wieder aufstehen, weißt. Und mit 42, je älter du wirst, wird das Aufstehen schon schwieriger, muss ich sagen, oder? Und auch die Motivation. Aber wenn ich dann so ein Erlebnis kann haben wie in Athen, wo ich mit meinen Eltern, wo ich mit Baby Lee, mit meiner Frau und Uli hergehe, das Schönste, das ist für mich wirklich das Bierli nicht. Das Geilste, oder? Aber wo ich muss sagen, im Nachhinein, weil es so ein bisschen auch ein Knackpunkt war, so dass wir eigentlich wachsen konnten, ist, heute sagt man dem Influencer-Marketing. Also wir haben wirklich eigentlich immer eine Gästeliste gehabt, immer Leute eingeladen und das sind zum Teil jetzt wirklich recht namhafte Influencers. Ein gutes Beispiel ist der Grams, der ist von Deutschland. Das ist so ein Opa, der sich Supreme-mässig also ist Supreme Ich weiss, mega ja, cool. ja. Und nachher, ich hatte das Mail noch, gell, und sein Enkel hat uns, das ist glaube ich die erste Edition in Amsterdam gewesen, so 2010, 2011 hat er das Mail geschrieben, ja, er gibt da so eine lustige Idee, er kommt mit seinem Opa vorbei, der eben cool eingekleidet ist und cooles Zeug trägt, ob wir auf Gästeliste dürfen. Ich sage, hey, dude, come on, kannst gehen. Heute hat er, glaube ich, 1 Million Followers auf Instagram, 2 Millionen auf TikTok. Und das sind gute Freunde von uns, oder? Und die kommen jetzt, die Jungs supporten uns. Ja. Und das ist so gewachsen über 10 Jahre. Und von denen haben wir eben viele auch Lokale, oder? Wo ich immer gefragt habe, hey, ja klar, jetzt sind sie eben grosse Influencers zum Teil oder auch Sportstars, Rappers, whatever. Und das hat uns so ein bisschen ausgemacht, dass eben das Freunde, Familie, wir zahlen praktisch nie für einen grossen Influencer oder nur so nicht. Weil das ist eben, heutzutage ist es halt schwierig, weil eben, es geht, muss ich euch alles nicht erzählen, es geht ja nur um Views, sondern wirklich das Engagement und zum Teil sind die wirklich in Real Life, ich kann fast mit niemandem reden, weißt du, sie sind so fixiert hinter ihrem Zeug. Absolut, Und das ja. macht es für mich aus, also bist du in Fleisch und Blut, bist du dort auch kreativ, bist ein geiler Sieg und der ist es geschafft, oder? Ja, voll. Das hat uns recht den Push gegeben, nachher im Endeffekt. Ja, ich glaube, weißt du, wenn du, ich habe immer das Gefühl, wenn mit irgendjemandem willst kooperieren und du einfach nur dann schreibst, ist immer schwieriger, wie wenn du miteinander kannst, face-to-face oder telefonieren. Weil ja. Dann kannst du auch deine Passion, die du dann für das hast, kannst du dann viel besser rüberbringen. Dann Absolut. Kannst du mal, wenn du irgendwie schaffst, weißt du, uns einmal auch Leute fragen, wie du connecten kannst oder so irgendetwas. Ich sage immer, du musst einfach irgendwie schauen, dass du mit dem einmal face-to-face bist und dann versuchst deine Idee mit Fleisch und Blut überzugehen, dass das auch sieht. Ja. Das ist genau das so, eben mit den Jungen, ich bekomme ab und zu Mails über, was du denkst, was du willst, Start-up, kannst du investieren und so weiter. Aber treffen, also die ich interessant finde, treffe ich mal, weil, weißt, du siehst es dann in den Augen, wie hungrig das sie sind. Ja, Oder? genau, Und das ja. ist so spannend, also das liebe ich, darf ich das machen. Mega. Bin ich auch voll der Meinung, absolut. Was ist so das Ziel von Sergio? So in den nächsten Jahren? Was gibt es noch etwas, so Big Dreams, die du noch nicht erreicht hast oder willst erreichen? Hey, so nicht zu kitschig, aber ich wollte einfach ein sehr, sehr guter Papi sein. Oh, das ist... Das verdient den größten Applaus. Ja, weil... Hast du dich schon gefunden in der Rolle? Ja, ich hatte schon ein bisschen Mühe gehabt am Anfang. Also meine Frau, glaube ich, auch, sie ist Workaholic, die ist wirklich maschinenmässig getroffen. Und auch jetzt zum Teil, also ich habe Respekt alle Eltern da draussen, ganz ehrlich gesagt, die beide auch arbeiten und zum Teil, wenn ich sogar im Ausland, also nicht mal im Ausland, auch in der Schweiz, wenn die noch 2, 3 Jobs haben, boah, heavy, muss ich sagen. Und ich habe dann auch gemerkt, nach einem Jahr, hey, die Kleine, die macht so schnell, jetzt habe ich mir eigentlich wirklich auch mal
Mut genommen und gesagt, das mache ich an Papi-Tag am Montag. Es geht fast immer auf. Nice. Einfach 100% für sie da zu sein. Und das ist für mich, es klingt mega kitschig, aber wir haben wirklich bewusst so eine Karriere machen. Also wir sind ja auch 3 Jahre auf Warschau gelebt vor Corona und mit 42 Papi werden ist für mich relativ Das erste Mal, oder? Ja, das erste Mal. Und ich wäre jetzt lieber ein bisschen früher geworden, aber das ist so ein bisschen der Sacrifice, gell? Und im Endeffekt, das kannst du nicht steuern. Es ist einfach, es kommt, wie es kommt. Und dann haben wir auch ein bisschen länger gehabt für den Panthersprung, dass sie dann auf die Welt kommt. Aber jetzt hat alles geklappt und ich bin todeshappy. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Aber es gehört auch dazu. Aber eben, es ist nur kitschig, was ich sage. Wenn du ihre Sachen siehst, das ist alles. Und das ist für mich eigentlich das A und O. Und was ich eben auch ein bisschen möchte, ist vor allem mit so Junge pushen, ihren Traum können zu verwirklichen, den Mut zu haben, etwas zu starten und vor allem auch der Mut, und das ist in jedem Start-up-Buch oder in jedem Gründerbuch, whatever ist, halt in der Schweiz ist das Failing wie akzeptiert und so. Und Amerika zum Beispiel ist ja, du musst 10-mal etwas gegründet haben, fressen, fliegen und herkommen. Und das wünsche ich mir ein bisschen in der Schweizer Szene, dass das ein bisschen gepusht wird, oder? Und dort ist mehr, jetzt hat er gesehen, ich habe es gewusst. Jetzt wieder geklappt und so. Genau. Und das ist so ein bisschen, ja. Und dort wollte ich auch, weißt du, jetzt mit Sneakers, zum Beispiel der Pulli, den ich hier habe, das ist der Sneakers Genesis Pulli, gell? Und ich war überzeugt gewesen, NFT-Hype Vollgas, jetzt mit 200 Stück und wir haben noch nicht viel verkauft, aber eben, das ist so Learning, das Pushen, das wieder Angst vermarkten und so weiter. Und du darfst einfach nie, du musst immer wieder, du musst grinden, finde ich. Ja, Also immer wieder, das ist immer wieder probieren. Irgendwann ist geklappt. Zum Beispiel der Alan Frey, der ja Morana gegründet hat und verkauft, ich finde es immer gut geil, wenn er sagt, gefeilete Startups, die er gegründet hat, etwa 50. Ja. Das eben, Mango-Schnaps hätte er machen, das hätte er importieren. Das ist wirklich recht cool, wie er es nachher eben sagt. Du hast immer das Gefühl, ja, er hat Amorana, er hat etwas das ist gegründet, mega verkauft wichtig. du den. Das ist mein absoluter Lieblingsbeitrag von ihm. Das ist krass. Ja. 50 Mal grind und mach und tu. Und dann sagen wir jetzt so, nach 50 Mal klappt es dann, oder? Und Er hat auch ein geiles Statement gehabt. Also, er hat so erzählt, dass er die Liste zeigt, weißt du, welche Startups er hat, die nicht geklappt haben. Ja. Und dann musst du mal überlegen, wie schlecht meine andere Ideen waren, dass ich erfolgreich geworden bin mit Sextoys verkaufen. ja, das hat er mal gesagt. Das ist ja ganz geil. Er kommt auch im Podcast. Ja, das ist geil. So Ja, geil, er ist ein super Typ. Ja. Freue mich, ihn kennenlernen. Ja. Unbedingt. Ja. Aber das ist so ein bisschen... ich wollte auch Inspiration sein und es klingt alles recht kitschig, was ich sage. Und Ja, ich absolut, hoffe es. Also, wenn du mit 2 Leuten, die vorher nicht kennt hast, die hast du davon überzeugen, wie passioniert Geil, du merci, bist über das Jungs. Thema. Ich finde das sehr beeindruckend. Geil, Sehr merci. beeindruckend, Mann. Das ist, Cool. Und das als Berner. Ja, ich weiss, seit das Young Boys so gut ist. So, ja, langsam kommen wir schwierig. zum Schluss. Also ich habe das ein mega Schlusswort gefunden. Ich fand das, Absolut, Das ist absolut. nice, ja. Egal. Sehr gut, sehr gut. Das ist, Ja, ich denke, Wie geht es mit euch weiter? Mal eine kleine Gegenfrage. Sind wir auch unter? das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Lucy. Hm? Mit Lucy, du bist ein Podcast oder allgemein? Als Allgemein noch, Mann. Das ist so ein bisschen... Erzähl du es. Ist ein schwieriges Thema. Also ich würde, weißt du, ich kann Nein, das auch nicht sagen. Ich ist mir schon bewusst gewesen. Ich habe darum gedacht, ich lasse dich zuerst. Ich weiß nicht, ob du das schon sagen willst. Ja, mit dem, also eines ist mal mit dem Podcast. Ich glaube, nächstes Mal fangen wir mal an mit live. Ja, Also weißt du, dass wir geil. sagen, wir gehen irgendwo in ein Kino oder so, machen ein Event draus. Sagen wir den Sneakers hinzu? Ja, das ist war auch geil. das ist auch eine geile Idee, ja. Oder dort Ja, live, okay. ja. Machen wir. Wann ist sie denn? 3., 4. Mai. Ja, wir Ich das Plätzchen reservieren für euch. Ist gut. das Dann dir. Ja, Mann! Yes! 3., 4. Reservieren, Jungs. 3., 4. Mann. Nein, Fläche gibt's gratis. Nein, da könnten wir machen, als erstes Ding, als erstes Event. Das wäre geil. Das wäre geil, ja. Jetzt schön aufziehen, hat er 5 Monate Zeit. Geiles Absolut, machen. absolut. Cool, ja. Nein, das war unser Ziel, gewesen, so eben live zu gehen. Nice. So all 2 Monate Voll. eine Live-Show zu machen. Irgendwie so etwas, ja. Geil. Und das weiterhin so aufziehen. Weil uns inspiriert das wirklich auch immer die Leute ohne ihre Erfolgsgeschichte. Sie erzählen es, wir reden. Und das Ziel ist es auch, gewesen, dass man in den Leuten mal ein bisschen auch andere Sachen zeigt, als das, was aktuell auf Social Media Ja, läuft. ja, voll. Und Also, machen wir das. was ich Das- mittlerweile gelernt habe, wenn ich mitgenommen habe aus dem Podcast-Zeugs bis jetzt, ich will eigentlich nicht mehr Leute, die einfach nur Erfolg haben oder irgendwie Geld gemacht haben oder so, das ist irgendwie nicht der Main Point, ja. sondern ich finde es geilste ist, wenn jemand wirklich kann durch Audio oder die visuelle Form einfach Leute Passion übertragen. Ja, absolut. Zum Beispiel, wo wir den Nate Talk haben, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, vom Ist ein Boxer. Hooked Up Fitness Center ist ein Boxing-Coach. Okay. Ich bin überhaupt nicht im Boxing.
Und der hat so passioniert über das Thema geredet. Absolut. Ey, Aber ja, das ist geil. Ey, du bist da, du siehst in seinen Augen, wie motiviert er über das, wie passioniert er über das Thema redet. Das ist Geil. unglaublich. Okay. Und ich habe keine Ahnung von Boxen und so Zeugs und ich habe das wirklich geil gefunden. Und auch jetzt mit ich bin Sneaker ist noch eher ein Thema für mich, so ich finde das noch geil. Aber auch wenn du absolut in dem Thema bist, wo er kann dich wirklich überzeugen oder eben inspirieren, absolut. bis zum Schönsten. Ja, Das ja. ist so, das Voll, ist ich so. finde, das ist mega geil und das ist auch genau das so, was ich finde, ist wichtig, um den Leuten weiterzugeben. Du musst einfach passioniert bei dem Thema, Ja. bleib dran, gib Gas, mach was du kannst, Ja. probier alles, Ist ja so. du musst einfach da sein. Ja, voll. Ja. Absolut, absolut. Hey, ist geil gewesen. Cool, Jungs. Danke dir vielmals. much. Und ladies and gentlemen, Ja. bleiben gesund, machen keinen Scheiß. Bleiben gesund. Küssen da ihr drauf steht, küssen Mutter auf Schild. Wir den Espresso trinken mit der Tante, mit der Mutter. Gang einkaufen für den Nachbarn. Schönes Wochenende. Bleibt cool, schönes Wochenende. Freitag 10 Uhr morgen. Ciao, Chico. Ciao zusammen. Talk it like Lucy D.